Sie können doch nicht mal Sachen beschließen, die Sie mit total wilden Zahlen begründen und ohne mit den Leuten, die es dann machen müssen, vorher zu ratschen. Das geht doch nicht. Ja, sonst geht es Ihnen wie mir im Herbst, als ich nach einem Konzert in Österreich wollte, in Braunau wieder zurück über Inn nach Deutschland. Und ist mir der vollkommen übermüdete Grenzbeamte im Stehen eingeschlafen. Ja? Also während der Ausweiskontrolle. Der ist mir vorne die Motorhaube runter mit seiner Maschine bestellt. Die hat mir einen dermaßen einen Kratzer reingemacht. Ich hoffe, Sie haben eine gute Haftpflichtversicherung. Das sage ich Ihnen. Ja? Oh, oder muss das unser Innenminister zahlen? Sie deuten schon, der Herr Herrmann, aber der ist nicht da. Gell? Der ist nicht da. Der hat jetzt bald ein Pulver, wenn das mit der Geldwäschebekämpfung voll anläuft. Brauchen wir einen Ersatzmann. Herr Sandro Kirchner, ist der da? Hand heben. Nicht erschrecken, es geht nicht um Sie. So wichtig sind Sie jetzt nicht. Nein, ich möchte nur, dass Sie dem Chef was ausrichten. Nämlich, dass ich das gut finde, dass er denen an den Kragen will, die es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen. Aber wissen das alle in Ihrer Partei? Ja, nicht, dass wieder die Falschen nervös werden, weil die einen jagen wir mit Blaulicht und den anderen nicht. Die winken uns dann vom Golfplatz. Ich sage nur Cum-Ex und Co. Ja, da gehen uns Millionen durch die Lappen, weil die Forderungen einfach verjähren. Und dann heißt es, ja schon, wir haben halt zu wenig Personal bei den Staatsanwaltschaften. Das ist kein Schicksal, das ist eine Entscheidung. Das war das Gleiche, wenn ich in meiner Familie in Urlaub fahre und sage, ja, ich habe leider zu wenig im Tank, darum fahren wir jetzt auf der Autobahn 30, dann kommen wir in Italien an, wenn die Ferien vorbei sind. Super Stimmung. Ja. Wenn wir wirklich alle Register ziehen würden gegen Steuerbetrüger, ja, vielleicht geht es uns dann wie VW. Und wir haben, zack, 6 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Das Wunder von Wolfsburg mit einstelliger Empfängerzahl. Sie schulden mir Haufen Geld, ja, weil aufgrund vom Fachpersonal an der Grenze habe ich dann mit einem tschechischen Lastwagenfahrer zusammen, der hat mir geholfen, haben wir die Einreise nach Deutschland kontrolliert. Oh, und da gab es Zurückweisungen im ganz großen Stil. Da waren sie stolz gewesen. Keinen einzigen Österreicher haben wir einreisen lassen. Nix. Ja. Und am TÜV haben wir auch noch gleich kontrolliert. Ja, ich finde es richtig, dass Autos alle 2 Jahre Pickerl brauchen, aber Parteien, ja, die dürfen jahrelang ohne Serviceheft fahren. Das ist doch ein Chaos. Ich würde vorschlagen, wir machen das bayerisch pragmatisch. Es gibt einen Parteien-TÜV. Ja, da wird geschaut, Bremsen, Löcher, Demokratieverständnis, Korruptions-Airbag, Grundgesetz, Navi. Und wenn es nicht passt, kriegen sie keine Plakette. Dann dürfen sie höchstens noch auf dem Volksfestplatz ihre Runden drehen.